Friedbert Klose ist vandaag mijn gast. En ik dank je, Friedbert, dat u dit hier met mij deed. Hij is al sehr lange tijd im Uitland als missionar tätig. Aber trotzdem, Friedbert, weil wir mal ein klein bisschen zurückgehen, du bist hier in Philadelphia abgewachsen, zur Schule gegangen. Wo hast du deine Jugend hier verbracht? Nou ja, ich sehe Kind von Missionaren. Meine Eltern waren alle in der Indianermission tätig, so ich sie nicht ganz in Philadelphia abgewachsen, wie wir ab La Esperanza, also als ich all klein war. Ein Jahr zur Schule gegangen in Philadelphia, ohne meine Eltern hier zu haben, habe mit meiner anderen Schwester dann Lothar ab Jalvesanga. Und ja, dann tragen meine Eltern hier und hier habe ich dann auch das Kollegium aufgeschlossen. Und hier hast du dann auch beziert, in Toffelote? Richtig. Meine Eltern waren hier gläubig, die haben von klein ab, von Feriengeburt uns das Evangelium gebracht. Und mit 10 Jahren, ab einer Evangelisation mit dem Jans-Team, erkannte ich, verstand ich, dass ich getrennt bin von Gott, dass ich sündig bin, dass ich nicht Zugang hatte im Himmel. Wo je dat, wenn du im christlichen Allerhus abgewachsen bist? Du hast doch einmal die biblische Geschichte gehört gekriegt. Gehört, gebet, alles. In dem Sinn glaube ich, habe ich auch an Gott gelebt. Ja. Aber dass wir eine bewusst oder eine ganz direkte Anfrage an mich persönlich, als ich bereit war, Jesus noch zu folgen. Und an dem Abend wusste ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss ja oder nein sagen. Und für mich wird klar, ich sage ja. Und Lothar dann, mit 15 Jahren, leite ich mich taufen. Und so ging das Leben dann wieder. So, dort ist sehr wichtig, die bewusste Entscheidung selbst für dich zu haben. Ab diesem Moment ist es, ja. Ja, wir sind nicht geraten, dadurch, dass unsere Eltern oder Großeltern geraten sind, nicht der Staat, was die oder wir selbst getan haben. Ja. Allein vom Glauben abhängig. Hast du dann, Lothar, ein bisschen speziell was gelernt? Ich weiß, dass du Musik irgendwo zu tun hast. Richtig. Während ich im Kollegium war, in der Zentralschule, musste ich mich entscheiden, was ich langfristig tun wollte. Und als Gemeindeleiter dann, Boschmann, wir haben mit einer Sache, ich soll zur Bibelschule gehen. Und er baut mir sogar ein Studium im Ausland an, in Kanada. Also dort Reise in dort Ausland interessiert mich sehr. Aber dort mit der Bibelschule, da bin ich mir nicht so sicher. Irgendwie empfange ich, in Jakobus steht, wer viel weiß, ist auch für viel verantwortlich. Aha, und die Verantwortung will ich nicht ab mir nehmen. Ich habe mich 3 Jahre lang gewehrt. Oh. Ich bete mit der Lippe, Herr, wies mir, was ich tun soll. Aber am Herzen sehe ich will nicht Prediger werden und ich will nicht die Bibelschule gehen. Mit nach der Graduation, also nach der 12. Klasse, und dann sehe ich, da bin ich so verzweifelt, dann sehe ich Gott, irgendwas, aber red, lass mich weiter, was ich tun soll. Am selben Tag kriege ich die Antwort. Bibelschule und auch in allgemeinen Raum volltäglich am Dienst zu treten. Dann hast du Musik studiert? Also ich ging die Bibelschule, ja, ich ging die Bibelschule in Kanada, das Ziel war eigentlich Musik. Ich habe gegangen in die Richtung, aber im ersten Jahr entschloss ich mich dann, ich will mich nicht bloß auf Musik spezialisieren, ich will auch Jugendarbeit und allgemein christliche Erziehung lernen, damit ich nachher auch in die Rechte kann. Und so habe ich dann 5 Jahre in Kanada studiert. Und dann kommst du zurück nach Chaco, hast du mit einer Verpflichtung hier? Ja, die Gemeinde hat mich in alle Richtungen in der Stadt, auch finanziell. Natürlich wünschte sich, dass ich nicht mehr in die Gemeinde einsetze. Ich habe von klein ab, wie ich interessiert, auch Indianermission zu tun. Und ich dachte so, okay, 3, 5 Jahre und dann das ist, was ich will. Aber das geht nicht darum, was wir wollen, sondern was Gott will. Und die Gemeinde frug immer weiter an, als ich bereit würde sein, auch nach wieder an die Gemeinde zu bleiben. Ich werde dann Jugendarbeiter und auch verantwortlich für die ganze Musik und Gesang in der Gemeinde. Und ich kriege immer weiter frische Bestätigung, du bleibst. Und so, dass ich die letzten 12,5 Jahre an der Gemeinde mitgearbeitet habe. Gut, da war immer lang die Bestätigung, du bleibst. Aber irgendwann kommt dann vielleicht ein Raub, dass du in einem Ausland sitzt. Wo war das? Korrekt. Also, irgendwann empfang ich, wird vielleicht gut sein in Weizel. Für mich und auch für die Gemeinde.
Ich habe das immer weiter mal angeredet und auch gesagt, wenn da andere junge Männer, die studiert haben und eventuell die Musik oder auch Jugendarbeiter sein können. Und nein, die Gemeinde wäre nicht bereit, mich loszulassen. Und irgendwann waren wir uns einig. Ohne Krach, einfach wir bereden dort und beschlossen dann, ja, nu ist die Zeit dran. Ich habe dann erst mal ein Jahr CD gemacht in Asunción, am Nervenasyl. Auch eine sehr gute Vorbereitung für Mission, würde ich sagen. Am Menschen, die in Not sind, zu helfen. Und dass wir überall während der Gemeindearbeit, wo ich in 9 Jahren, ich würde nicht genau das Jahr weiter, aber wo hier auf der Missionskonferenz das Thema sehr groß wird, die ganze Gemeinde, das ganze Evangelium der ganzen Welt. Und dort traf mich. Ich war soltero, allein, und dachte, naja, was ich dort tun? Und ich sagte zu Gott, du weißt, ich bin bereit zu tun, was immer du mir sagst, aber du musst ein bisschen spezifischer sein, du musst mir dort klarer sein. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wo anfangen. Und habe dort einfach ein Gebet genommen, habe wieder gearbeitet, kam dann zurück von Asunción, habe auf Jalvesanga eine Indianerbibelschule eingereicht. In 2005 kam dann ein ganz klarer Raub. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber ich sage mir, dass wir aus schwarzer Schrift auf weißes Papier. Du sollst die befreien und dann weil ich die an der Mission schätze. Und was ich dann verstand, was ich empfand als Mission von erreichten Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben. Du sollst die befreien und hast du aber noch keine Novia? Nein, natürlich nicht. Das ist aber interessant, oder? Das ist eine lange Geschichte für sich. Ja. Aber ich bin dann, noch ein paar Tage, ich sage, Herr, wer? Ich habe mir wirklich keine Gedanken gemacht. Ich habe eine Jugendfreizeit, oder lebe eine Jugendfreizeit auf Lucero, in Paraguay. Ich bin verantwortlich für Gesang, für das ganze Programm. Ich habe keine Zeit, über Mädchen noch zu denken. Und Gott gab mir ganz klar, war das schwarz ab wird, den Namen von Anneliese Friese. Die Asset. Die Asset. Da die jetzt vielleicht auch nicht sehr lang, dann habe ich ihn befreit. Ja, dort ging dann ziemlich ruppig. Ich wollte mich eigentlich gut mehr befreien. Ich war sehr zufrieden, dass ich an der Gemeinde arbeiten durfte, dass ich an der Mission arbeiten durfte. Und ich dachte, es ist viel einfacher allein als mit dem Taub. Aber dort ging dann ziemlich ruppig. Im Mai mache ich Kontakt und im Dezember werden wir befreit. Und dann wird das eigentlich all, so mehr oder weniger klar, dass die auch nicht da steht, wo ihr nie sind, haben sollen? Ich habe für mich klar, dass Peru das Land wie wo ich wahrscheinlich haben würde. In Spanisch, und wenn wir noch Sprache lernen sollen, dachte ich, dann brauchen wir nicht nach Portugiesisch, wenn wir Brasilien gehen und so weiter. Ich war da mal gewesen, ich wusste, dass es da eine reiche Stimme gab. Ich hatte da Kontakt mit einer Mission, die mit Indianern arbeitet, und ich fand einfach, dort würde das Richtigste sein. Aber die Frage wäre, was denkt Anneliese darüber? Right. Und dort wäre mir sehr wichtig, bei unserem ersten Treffen stellte ich mein Programm vor. Ich sehe, was ich empfangen habe von Gott und was auch wird. Und sie sagt dann, naja, ich habe allgemeinen Raub für Dienst, also Mission, Gemeinde. Sie hat 15 Jahre bei eigentliche Arbeit, aber nicht so spezifisch. Und dann dachte ich so, okay, was nun? Ich sage, wir haben 2 Optionen. Eins ist, wir beten, dass Gott die persönlich raubt. So, sie mir raubt hat, die auch willst. Ich weiß, dass das manchmal noch Stress hat, wenn das nicht sehr klar ist. Oder ich sage, was ich von der Bibel her, besonders im Alten Testament verstehe, du kannst die auch aus einer Tochter unter dem Vater stellen oder aus Ehefrau dem Mann stellen. Dass du einfach meinen Raub aus denen annimmst. Ich will keinen Druck machen, sie muss das nicht, aber für mich wird klar, wenn sie nicht den seltenen Raub hat, ist unsere Zukunft nicht taub. Sie hat das sehr ernst genommen, sie hat darüber gebetet, Bibel gelesen, sie hat mit Freunden geredet und kam dann relativ schwindend, noch gut einen Monat zu dem Entschluss, doch, sie wäre bereit, sich da einzustellen. Und ich darf nur sagen, sie tut das nicht bloß mit wieder. Das wusste ich dann nicht. Aber nun, nach 18 Jahren befreit sein, weiß ich, sie hat 100% zu dem gestanden. Sie hat alle Strapazen mit mir mitgemacht. Schön, schön. Kort noch ein bisschen die Arbeit, was Sie tun, also Sie sind dann nach Peru gegangen. Was kann man sich da vorstellen? Peruaner, Indianer, Mennoniten? Also das hat man mit einer Schweizer
Freundesgruppe angefangen, die das Hort hatte für Indianer im Urwald. Und sie haben dann Peru gewählt als Land, haben da eine Missionsstation abgebaut, haben eine Bibelschule für Indianer aufgemacht und haben dann diese Schule nun all über 20 Jahre geführt. Und ihre Hauptaufgabe ist, Leute auszubilden. Wir sind nicht so viele Missionare dort wie alle 50 verschiedene Indianergruppen im Urwald von Peru besitzen und bedienen können. Wir wollen Männer und Frauen ausbilden, dort sie gehen und das Evangelium in ihrer Sprache wiedergeben. Und das ist einmal ihr Ziel gewesen. Dort passt aber nicht mit unserer Vision top. Und dort sehen die Mission uns auch fort. Sie machen eine andere Mission sehen. Und wir sehen, wir kennen keine andere Mission. Der wir beginnen anfangen. Und dort haben sie akzeptiert. Und dann haben wir noch mal 9 Jahre gewartet. Wir haben also ganz bewusst gesagt, Reise gemacht, wo es an die Ende, wo es nicht Gemeinde hat, wo man, je nachdem, wo man Unerreichte definiert, kann man dort als so eine Menschen sein, die noch total im Busch wohnen und keinen Kontakt mit der Zivilisation haben. Aber es sind auch Gruppen, die all den Kontakt haben, aber wo es nicht gläubighaft oder wo es wenig gläubighaft. Also wir sind in dem Bereich, wo der Kontakt da gewesen ist mit der Zivilisation, aber wird von deutschen Tag erst in Puerto Breo, wo wir nur arbeiten, keine Gemeinde. So, das meint eigentlich sehr viel im Busch, im Urwald, in, weiß nicht, Schlangen, in Rehen, in Not, in Gerein. Ja, also das ist für uns Chaqueños meiste Himmel ab ihr. Der ist relativ angenehm war, also zwischen 25 bis 35 Grad, durchschnittlich, wird auch heute auf dem Bett kalt, aber nicht so extrem aus hier. Ja, wir haben dann uns voll eingesetzt in Kashibo, an der Missionsstation selbst. Als wir dann 2018 nach Puerto Breo kommen, da dort bei mir, das ist der Platz. Ah ja. Und ich dachte, nee, wir haben anschließend schon fertig bereit, da wollen wir nicht haben. Warum? Weil wir ein paar Familien kennen, all von Indianerstudenten, die wir hatten, die uns nicht so sehr begeistert haben. Aber ich musste dann erstmal für mich lernen, mit Gott, dass das wirklich so gemeint wird. Und dann meine Frühe überzeugen. Ich musste ja Gründe haben, warum ich lebe, dass das passend wird. Wir sind nicht so die Pioniere, die irgendwo am Busch leben und sich ein Haus abbauen und davon dem Leben kennen, was dort hilft. Ja? Die brauchen eine Erstattung von der Sieg. In Puerto Breo wird der perfekte Stelle dafür. Und was ist nu, wo kann man sich die Arbeit nu vorstellen, was du dort hast? Wir sind ungefähr grundsätzlich im ersten Halbjahr in Kashibo, sind voll für die Mission da, wie wir unsere Rechte beide nu, ein Männerprogramm, Analyse ein frühes Programm in einer Stadt, wo immer dort nötig ist. Dort ist ein kleines Indianerstadtchen, ist das ein Zentrum, sind da viele Häuser auf dem Hof oder ist das ein Indianerstamm? Ein Bett vielleicht, also Kashibo ist ein Bett vielleicht mit einem Tachentisch oder Yalvesanga oder irgendeine Missionsstation. Also dort sind größtenteils Ausländer, da sind aber auch nationale Mitarbeiter, Indianer-Mitarbeiter. Aber da kommen die Studenten, die Familien hin, um zu studieren und zu wachsen im Glauben. Da wurden die vorbereitet. Dann gehen die weiter zurück an ihre Stämme, um dort zu arbeiten. Okay. Und da hilft das Arbeiterweizel, aber das hat eine Missionsstation, das hat eine Leitung und alles rein geregelt, organisiert, alles, was richtig geplant und so weiter. Dort, wo wir in Puerto Breo tun, da wir meistens im zweiten Halbjahr, so 4 bis 6 Monate. Und da ist ein brasilianisches Ehepaar, die sind von ihrer Gemeinde in Brasilien ausgeschickt und wohnen ganz in Puerto Breo. Und dann in der Stadt wie. Sie haben mit Hilfe von ihrer Gemeinde eine Church gebaut und da haben wir seit 2018 regelmäßig Gottesdienste. Also für die Allgemeinheit Marketingprogramme, Jungscharprogramme und was immer sonst sich ergibt. Wie Besitzen, wie Halten, wie Reisen manchmal auch und so. Also die Indianer von den umliegenden Dörfern kommen da hin zu den Gottesdienst. Puerto Breo ist ein Militärzentrum mit Zivilbevölkerung und da sind eigentlich relativ wenig Mestizos oder Peruaner, so wie das sagen würde. Aber da sind dann
verschiedene Indianerstämme dazu getragen. Und die haben da mindestens 4 verschiedene Sprachgruppen. Wow. Yaminawa, Asheninka, das sind dann eben die Nomen, so wie hier Lengua Chulupisaya, Amawaka, Chitonawa, haben Kontakt mit den Huiniquin in Brasilien. Und zum Teil haben die sich ihre Vargas gemacht und wohnen direkt in Puerto Breo. Mit denen haben wir regelmäßig Kontakt. Aber auch alle anderen, die flussaufwärts, flussabwärts wohnen, kommen, wenn es Schule, wenn es Krankenhaus, wenn es Einkäufe. Aber die meisten kennen Spanisch? Die meisten kennen Spanisch. Oder machst du die 4 Sprachen kennen? Nein, das geht nicht. Und dort sind wir eigentlich sehr dankbar, dass wir nicht eine Sprache lernen mussten, weil das mag nicht groß sein, weil wir arbeiten mit allem. Und wir wollen uns nicht auf eine Gruppe konzentrieren. So unsere Gottesdienste sind in Spanisch. Wenn sie dann mal was an ihrer Sprache präsentieren wollen, das ist kein Problem. Das können sie da wenigstens tun, aber es ist meistens ein Mischmasch. Was uns da sehr fehlt, ist, dass er nicht wirklich beständig steht, ist, dass die selben Menschen immer kommen. Dass man dem auch besser mit einem Programm anbringen kann. Also 2023 war das sehr gut, wie es, dass die Kinder und die Jungschüler voll dabei sind. Wir haben so 20 bis 25 Kinder und zusätzlich nochmal, also 10 bis 15 Jahre, so nochmal 25 bis 30, die ziemlich regelmäßig kommen. Und das ist ja unsere Zukunft. Hast du al Gott gefragt, wie lange je noch zullen da bleiben? In dem Prozess sind wir. Ich konnte hier früh sagen, jetzt ist 62 geworden. Normalerweise schlägt man den Dienst mit 65 auf. Das ist hier so ein bisschen allgemein. Aber wir sind immer weiter. Ja, wenn Gott das will, wenn wir leben, dass das angebracht ist und er uns da überzeugt und Frieden darüber gibt, sind wir bereit, auch nach einem Jahr oder 2 anzuhängen. Als Pensionierter kann man sehr viel Ratschläge geben. Jüngere, ja, dann bedeutet das eigentlich, dass man nu Jüngere anwerben muss. Anwerben, das probiere ich sehr, aber auch Rat geben, zum Beispiel in Kashibo. Die Situation hat sich sehr verändert. Als wir kommen, wie wir so mittelälterig, ja. Nu sind wir älter. Ja. Und sehr viel junges Personal. Aber wir sind sehr froh, dass wir eigentlich einen sehr guten Kontakt zu den meisten haben und dass sie bereit sind, auch auf uns zu horchen und sind froh, wenn sie dann ihre Entscheidungen machen und wir uns im Betrieb reichen haben. Gut, so ist es, dass die Rüte hier ist, dass im Leben eigentlich sehr wichtig horchen, Gott fragen, horchen. Hast du vielleicht noch eine extra Gebetserhörung oder ein Beispiel, was du unsere Zuschauer vertellen wollen? Wir sind ja nicht die Regel als Ehepaar. Ich habe in meinem Leben viel gewartet auf Antworten von Gott. Mit dem Befreien zum Beispiel. Ich habe nicht gedacht, dass ich mich erst mit 44 befreien würde. Und dann, als es klar wird, dass wir Auslandmission tun würden, habe ich nicht gedacht, dass wir 9 Jahre warten müssen, bis sich das definiert. Und Menschen haben uns manchmal auch verreckt geholfen. Was denkt ihr nach einem jungen Alter, eine neue Arbeit anzufangen? Für jeden, die tun doch einen wertvollen Dienst an Kashibo. Das sieht man uns hier aus wie von hier weggehen. Sie tun doch einen guten Dienst, riecht das nicht auf. Eine Gemeinde hier. Eine Gemeinde oder eine Mission, lokal. Aber letztendlich, das geht nicht darum, was ich will. Das geht darum, was Gott will. Und was ich sehr Mut machen würde, ist, dass man auf Gott horcht. Und dann auch bereit ist zu warten, wenn ich kurz eine klare Antwort habe. Wir können einen Prozess lang abgeben und sagen, ja, Gott hat uns verjährt, wir tun einfach, was wir leben, was gut ist und fertig. Nein. Ich habe immer gesagt, ich bin der Meinung, Gott hat mir geredet. Ich stehe am Erlaubnis, vielleicht hat mich verjährt. Vielleicht hat er gut gesagt, was ich gehört habe. Ich kann sein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber, wenn er mir nicht sagt, dort, was du verstanden hast, ist nicht dort, was ich von dir will, wo ich nicht loslasse davon. Und dann wollte ich war. Und ich ratste, aber eine von den schönsten Gebetserhörungen ist, als die Frieden darüber fangen, dass Puerto Breo der Platz für uns ist. Und wir foragieren da. Da sind viele Entbehrungen. Du kommst mal mit Flugzeug hin. Also, wir kennen von Peru nicht, da gibt es keine Wege hin. Wir fliegen immer mit einem kleinen Flugzeug. Von Brasilien nur per Fluss. Das sind auch keine Wege. Wir sind ja auch nicht ganz zu Brasilien. Und trotzdem, wenn wir in Puerto Breo gekommen sind, wir tust in Puerto Breo und morgen uns dort, reicht uns dort an und sind mit Leib und Seele dabei. Wenn wir in Kashibo sind, setzen wir uns 100% an dem, was wir dort haben. Und hier uniten wir eben mit Freiheit. Ja, und in Freundschaft alles besitzen. Great.
Fribert, Dankeschön. Du bist sehr mutig noch und so, ja, so mutig, den Dienst ernst zu nehmen. Und, ja, wünsche, dass du noch viele Töte hast, dass auch so geht und dass du sagst, warte, was Gott dir die Antwort gibt. Ja. Dankeschön, dass wir das hier machen dürfen und ich wünsche Ihnen auch wieder noch einen guten Tag. Vielen Dank.